Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und wie ihr seht, bin ich jetzt mal im Strassenverkehrsamt am Üben. Es war gerade noch ein anderer Typ da mit dem Roller. Ich habe den, glaube ich, vergrault, wie ich jetzt gekommen bin. Das ist jetzt gegangen. Er hat mir noch gesagt, er hat gefragt, wenn ich Prüfung mache und so. Und er hat, glaube ich, noch länger Zeit. Dann hat er sich jetzt verpisst und hat gemeint, ich hätte da, von daher, da innen ist es in dieser Kiste da, oder? Und hat sich jetzt verpisst und gemeint, schade, dass wir da die Spurgasse nicht schauen, wie schnell man sieht. Ich wollte jetzt einfach schauen, dass ich halt verdammt langsam das mache, oder dass ich mal mit jemandem zusammengehe, mit dem Bruder oder so, und dass die dann halt mit der Stoppuhr müssen. Oder, aber ich mache jetzt ein paar Mal die Spurgasse, also es ist jetzt viel zu schnell gewesen, man muss irgendwie 15 Sekunden haben. Ich bin viel zu schnell, dass ich jetzt probiere, so zu zählen, von so einfach halt zu zählen. Und dann probiere ich, dass ich auf 15 Sekunden komme. Und das Wichtige, ich sage es nachher gerade, was wichtig ist. 1, 2, 3, 4, ja, abgestanden, ist schon scheiße. Das Wichtige ist, dass man eigentlich schon mit Schwung kommt, nicht angeht und dann losfährt. Also ich probiere es jetzt nochmal. Das ist das Wichtige, das haben sie mir auch im Ding gesagt, der Fahrlehrer hat mir das auch gesagt. Eins, 2, 3, 4, 5, ich muss also Führerlein, 6, immer am gleichen Punkt schauen, 7, 8, ja, ich bin viel zu schnell. Ich muss immer am gleichen Punkt schauen. Man muss ableinen, dass man nicht so lenkt, so, sondern so, dass man da die Lenker ganz nah am Körper hat, so einklemmen darf und dann Punkt visieren und das Wichtige, jetzt schon von weitem muss fahren, schon Schwung nehmen und ja, halt wirklich nicht zu schnell sein. Probieren wir nochmal. 1, 2, 3, ich schaue auf den Apfel, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und bevor wir 10, ja, wahrscheinlich viel zu schnell, und bevor wir irgendwie Abstand oder so, muss man wieder Gas geben und mit ein bisschen Anschub, wieder ein bisschen Schub geben. Was haben wir für Zeit? 5:30, ja, ich übe noch ein bisschen. Eigentlich wäre es bis nach dem 7. Aber ich kann noch heute noch anders fahren, also nicht so lange jetzt da üben. Gut, machen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, ja, ich glaube, ich bin irgendwie doppelt so schnell. Doppelt so schnell, als man muss sein. Das wäre ja viel zu leicht, wenn das richtig wäre. Das wäre ja viel zu leicht. Ich muss jetzt aber schauen, dass das für mich, mein Ziel ist, dass ich so viel dürfe und so viel üben, dass das alles wirklich für mich ein Kinderspiel ist. Wortwörtlich Kinderspiel. Ich tue mich ja so viel mit dem Dürfen fassen, mit den YouTube-Videos und so. Und kann es einfach nicht richtig fahren, oder was? Nein, das muss gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und gut ist natürlich, wenn man schon fast stehen bleibt, wenn das geht. Ich kann mal probieren, so allgemein, wie ist das, wenn man so fast stehen bleibt, weißt du, so ein bisschen, wie sollte man dem sagen, das Gleichgewicht zu behalten, und dann wird das natürlich auch umso besser sein, weil ich glaube, also ich denke, man dürfte auch stehen bleiben, also wenn man jetzt ein bisschen so fährt, bis in die Hälfte, und dann bleibt man mal für, ich sage jetzt mal, 2 Sekunden stehen, wenn das möglich wäre, wenn man das schaffen würde. Weißt du, was ich meine? Also, so fährst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und bleibst schon fast stehen. Das Problem jetzt, schau, so, und ich bin abgestanden, ich wäre rausgefahren, oder? Probieren wir das nochmal. Wisst ihr, was ich meine mit dem Stehen bleiben? Also das ist natürlich ganz geil, wenn das funktionieren. Aber ich probiere es jetzt gerade nochmal. Und Führerleine, zack, zwischen bei und gleich rot schauen und mit der Kupplung spielen. Du hast, eigentlich ist das richtig viel Platz, was du hast in der Seite. Also du darfst nicht drüber ausfahren. Jetzt bleibst du, ja gut. Du darfst halt schon stehen bleiben. Oder wenn du stehen bleibst, dann darfst du nicht so einknicken. Weil wenn du so bist, wie kommst du denn wieder raus, weißt du? Das ist, was ich meine, oder? Aber was das für ein Scheissdreck ist, da check ich nicht, dass das so und runter geht. Da. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es gerade nochmal. Immer von da aus schon losfahren, runterbremsen, führen schauen.
hat ihn fast abgewürgt. Eigentlich, dass ich nicht so viel Weg mache, könnte ich umkehren und geht auf die andere Seite. Weißt du, ich meine? Man muss nicht auf die Tour schauen. Das ist so nichts und man ist schon allein. Also, weißt du, ich meine, jetzt fahre ich so langsam wie es geht. Und schaue, dass ich eigentlich im Ding hineinbleibe. Ich gehe immer weiter rechts, ja. Ich weiss. So, und statt dass ich jetzt wegfahre, mache ich so. So. Und mache dasselbe, dann mache ich weniger Distanz. Und probiere jetzt das Gleiche nochmal. Obwohl, so geht es gegen runter und sonst geht es gegen gut. Also, ja. Probiere es jetzt noch 1-2 Mal. Dann mache ich noch Slalom. Ich weiss nicht, ob er jetzt Slalom richtig aufgestellt hat oder wie das genau läuft. Oder ob das vorzeichnet ist oder wie. Sehe ich dann beim Abnehmen. Aber schon mal chillig, um ein bisschen Slalom zu fahren. Ach. Nochmal. Nochmal jetzt 5:30 Ich glaube, wir schauen jetzt, dass ich noch 1-2 Mal das Slalom probiere. Das ist nämlich auch nicht auch schon bald tun. Weil es echt viele Videos aufgenommen. Und ist lang gelaufen, die Kamera. Also Slalom und let's go! Oh. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Das war wohl nix, sagte Fritz. Nein. Genau, nochmal probieren. Nochmal probieren. Oh ja, schau, da ist es aufgezeichnet. Hey, ich muss das noch mehr machen, du. Das ist ja schwierig, meine Güte. Ist das schwierig? Ich muss mich ein bisschen anstrengen. Nicht immer rumfahren, tief fahren. Sondern auch da ein bisschen. Gut, ich probiere das Slalom noch 1-2 Mal. Und dann bin ich heute wieder genug lang auf dem TÜV gewesen, aber ich glaube... nicht abstehen. Das ist wirklich schwierig, Pascal. Da hat er den Döckel umgeschmissen, oder? Ja. Nochmal probieren. Noch einmal probieren. Aber man muss ja immer, genau, das Ding ist, man muss immer so ein bisschen auf die nächste... nein, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, Pascal. Was ist mit dir los? Warum schaffst du das nicht? Warum schaffst du das nicht? Konzentrier dich, Junge. Das Ziel ist, du musst nicht immer dort hinschauen, wo du gerade hinwutschst, sondern du musst, glaube ich, so zwischendrin schauen. Also, das heisst, da zwischendrin, dann gerade eins weiter, zwischendrin und sobald du vor bist, gerade wieder. Was ich meine? Also, wenn du jetzt, so, sag jetzt mal, ich sehe es nicht auf der Kamera, so und immer gerade zum Beispiel da auf das Kreuz schauen und dann auf das Kreuz schauen und dann auf das Kreuz schauen, immer so. Weißt du, wie ich das meine? Versteht man das einigermaßen? Probier es jetzt gerade nochmal. Da in die Mitte schauen. Da in die Mitte schauen. Da in die Mitte schauen. Da in die Mitte schauen.
Immer genau so habe ich das gemeint. Immer in die Mitte schauen, wo man eigentlich auch nicht will, oder? Nicht auf den Tückel selber, sondern auf die nächste Mitte sozusagen, oder? Genau. So ist das eigentlich gemeint. Ja, nein, ich denke mal, wäre es das gewesen. Und ja, gehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.